Neue Woche, neue Energie und somit herzlich willkommen, liebes Feuerzeichen, bei deinem Mystic Week Impuls. Ich nehme dich heute mit in die Welt der Karten, wie immer mit dem Mystic Orakel. Schau sehr gerne auch noch in dein Element vom Aszendent, ist auch immer super spannend. Und ich würde mich natürlich super fest freuen über deinen Support. Lass mir sehr gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Danke vielmals. Es ist kostenlos und hilft mir ganz fest weiter. Und falls du kein Video mehr verpassen willst, dann aktiviere auch die Glocke, dann wirst du benachrichtigt, wenn ein neues Video rauskommt. So, und die ersten Karten fallen. Wow! Wow! Da geht mal was die Woche. Die flitzen ja, wow! Die flitzen ja richtig um, die Karten. So, du hast es dem verleilig, liebes Feuerelement. Du bist recht feurig unterwegs. Zack. So. Wir haben 4 Themenkarten und wir fangen mit der ersten Themenkarte an. Und zwar, wir haben dort Energie und wir haben das Glück. Diese Woche neue Power, neue Energie, volle Kraft voraus. Wunderbar, wunderschön. Du wirst merken, es ist nicht mehr so die Frühlingsmüdigkeit, sondern jetzt geht das Level wieder rauf mit dem Energiehaushalt. Und wir haben hier auch noch drin das Glück. Also, achte diese Woche, liebes Feuerzeichen, auf magische Momente. Ganz wichtig. Weil das Glück steht halt immer für das kurze Glück und kurze Momente. Und oftmals sehen wir die gar nicht, weil wir sehr unachtsam sind. Also von lauter Feuer und wow und loslegen und neue Kraft. Geniess Moment und sei achtsam, um die kleinen, schönen Momente, die dir gut tun und auch nochmal die Batterie füllen, wirklich zu erkennen. Dann haben wir als zweite Themenkarte den Animus und da wären wir in der männlichen Energie. Und das ist natürlich mega spannend, weil hier kommt das Unterbewusstsein und der Rückzug. Und zwar diese Woche nochmal gut reflektieren, gerade eben für die sehr aktiv unterwegs sind. Man hat schon gemerkt, wie die Karten rumspicken. Ich glaube, du bist so im Moment recht im Modus, liebes Feuerzeichen. Schau gut auch in den Tiefen von dir selber. Für das braucht es Rückzug, um das zu reflektieren. Und zwar, wo bist du aktiv unterwegs und ist das auch nachhaltig? Weil der Animus ist die männliche Energie und das ist immer das Aktive, das Gebende und es braucht auch immer einen schönen Ausgleich. Also sprich, wir brauchen ja beides. Wir brauchen ja das passive, empathische, mitfühlende, zweibliche und gleichzeitig auch die männliche Energie. So, dann kannst du diese Woche einmal reflektieren. Vor allem, wenn du merkst, ich bin zu fest im Schuss unterwegs. Schau mal genau, was verbirgt sich hier noch hinter dieser Tür im Unterbewusstsein, wo man vielleicht anschauen darf, um genau dort eine schöne Balance reinzubringen. Weil ich merke auch, es ist so viel, es ist so, red nicht lang und schnell und das ist ein Uhrenzug rum. So, wir haben die dritte Themenkarte, die Stimme und die Finanzen, die Schatzkarte. Ja, diese Woche geht es auch darum, schau, was du aussprichst, wie es du aussprichst, weil der Ton macht Musik. Der Ton macht Musik, weil ich merke, da ist so viel Energie. Also ich könnte jetzt noch schnell reden, aber dann können wir wahrscheinlich die einen gar nicht mehr folgen. Also ich merke da richtig eine hohe, starke, feurige Energie, die sagt, ich will am liebsten mit 1000 km/h durchs Leben durchbrechen und jetzt geht es einfach nur noch los. Und wenn man sehr feurig unterwegs ist, muss man auch immer aufpassen, dass man sich selber nicht daran verbrennt. Also, dosiere dein Temperament, dosiere auch, wie du aussprichst. Fang nicht an,
feurige Energie rauszulassen oder ganz bekannterweise Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Wir haben aber hier noch die Schatzkiste dahinter und hier fällt eine Karte runter. So. Ja. Also. Wir haben hier noch den Betrug und die Intuition. So. Du musst nicht immer noch Führung und leisten und tun und machen und weiss nicht was, damit du, in die Erfüllung kommst. Es ist eine Kunst, passiv aktiv zu sein. Schau mal, was dort bei dir noch falsch läuft. Darum ja genau der Rückzug im Animus. Wie gehst du mit dieser aktiven Energie um? Schau das genau an. Nimm wieder mehr deine Intuition, das Fühlende, das Sensitive raus, dann kommt ein schönes Gleichgewicht. Weil sonst ist es so, dass man immer nur aktiv ist und dann steht endlich da die Schatzkiste vor einem, die einem in die Erfüllung bringen würde, aber man kann es ja gar nicht annehmen, weil der Animus, der ist gebend. Und das weibliche Prinzip ist halt empfangend, annehmend. Also schau das ganz, ganz gut an, weil da ist die Schatzkiste rum. Sie ist da in deinem Leben. Und du jagst vielleicht genau irgendetwas hinein, weil du das Gefühl hast, ich muss jetzt immer tun. Und laut sein und Vollgas und mit 1000 km/h, damit ich an mein Ziel komme. Aber der Weg ist das Ziel und du darfst mit all deinen Sinnen dort ankommen. Und das halt eben auch mit dem männlichen und mit dem weiblichen Prinzip. Ob Männlein oder Weiblein, wir haben alle das männliche oder weibliche Prinzip in uns drin. So, und da kommen wir zur letzten Karte. Und zwar haben wir als Themakarte der Umzug und das Loslassen. Ich zeige sie gerade. Der Umzug, das Loslassen und die Weisheit. So, liebes Feuerzeichen. Change. Es darf etwas umziehen und du darfst etwas loslassen. Und das hat vor allem damit zu tun, dass du wieder in deine Weisheit, in deine Urkraft kommst. Nicht nur immer im Tun bist und immer in der Abhandlung, sondern erde dich auch wieder einmal. Wo ist deine Erdung? Unbedingt erden und aber wieder in die Urkraft kommen. Die Urkraft steht für die Weisheit. Und dann kommt plötzlich auch wieder das Feine. Dann bist du nicht nur im Animus, sondern dann kommt auch wieder die Anima. Weil die Anima ist ja empfangend. Und dann musst du nirgends umjagen. Du kannst auch passiv aktiv sein. Und das ist genau das Schöne für natürlich, genau in das Gleichgewicht hineinzukommen. Darum loslassen. Das Gefühl haben, ich muss immer nur tun, damit ich überhaupt erreichen kann. Nein. Es ist sehr weise, wenn man sich einfach der Urquelle hingibt und sich treiben lässt auf dem Lebensweg. Du musst nicht immer Kontrolle für alles behalten, sondern du darfst dich auch einfach hingeben. Hingabe. Nicht immer einen Plan für alles haben. So. Und da zum Schluss, was ist wichtig? Es geht darum, um eben auch mal die Verwicklungen, die man emotional hat, wo man jetzt vielleicht genau die Türen zutut, damit man nicht ich sage jetzt, in die Anima rein muss, ins Empathische, ins Fühlende und so. Dass man dort Türen zutut, dass man ja nicht zu viel fühlt. Du sagst jetzt vielleicht schon, ich fühle viel, ja, aber was versteckt sich hinter dieser Tür? Vor was hast du Angst? Weil man vielleicht schon lange die Tür verschlossen hat und wenn man sie öffnet, kommt einmal eine Ladung raus. Und dann brennt es einmal ein bisschen. Aber es ist gut. Feuer ist immer Transformation. Vor allem, wenn man durchfühlt. Also,
unbedingt die Verwicklungen anschauen. Romantik ist ja auch Leidenschaft. Und Leidenschaft ist ja auch an Leid verknüpft. Also, schau mal deine Emotionen diese Woche ganz, ganz genau an. Und ja, vielleicht kann es sein, dass die mal ein bisschen verklüpfen, emotional. Denn das darf durchlebt werden, durchgefühlt werden. Das braucht es dann vielleicht gerade auch. So. Darum unbedingt Zugang wieder zu dem Fühlenden. Und eben nicht das Brennen im Aussen, im Umsetzen, sondern halt eben das Herzfeuer, das Feuer der Emotionen. Wieder mal anschauen, was sind da Verwicklungen rum? Warum ist man mehr immer im Tun und hat das Gefühl, man muss einen Kraftakt machen und das Feuer nur investieren, um irgendwie voranzukommen, dass man Antrieb hat? Ja, schau das unbedingt an, die Verwicklungen. Ganz, ganz wichtig. Und dann kann ja auch eine Veränderung kommen. Wenn man anfängt, alle Anteile in sich integrieren und auszuleben und eben nicht nur im Tun. Wir sind eine Leistungsgesellschaft, das ist ja so. Wir müssen immer Gas geben. Und in dem Moment kommt ein riesen Rab. Wow, vielleicht sind Raben auch noch für dich wichtig, weil wir hier gerade auch noch Vögel drauf haben. Ein riesen Rab. Achte auf die Zeichen des Rabens. Und der Rab ist ja der Vermittler zwischen der feinstofflichen Welt und der physischen Welt. Ja, und zum Schluss, Magie gehört geteilt. Mein Gott, der Rab bringt mich ganz durcheinander. Weil ich habe den Rab hier drauf tätowiert. Ich habe sie immer bei mir. Also ganz, ganz tolle, mystische Geschöpfe. Los auf sie. Aber jetzt, Magie gehört geteilt und darum sei ein achtsamer Reminder für jemand anderes, der vielleicht auch im Feuerelement ist und jetzt genau die Botschaft braucht. Jetzt ist wirklich jemand aus die Maus. Jetzt habe ich einen Worthaspler ohne Ende. Aber ja, das dürfte so sein. Ich merke extrem deine Energie. Alles so schnell, dass man fast nicht nachkommt mit Reden. Ja, sei der Reminder, es gibt es ja nicht. Sei der Reminder für jemand anderes, der genau den Impuls braucht und teile das Video. Und ich wünsche dir somit ganz eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.